Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit nur 2 Lebensbalge bei Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Aber ich denke, die Sandfänger, die müssten jetzt auch kein Problem sein. Wenn wir sterben, dann sterben wir halt, ist halt so. Bei 9 Leben können wir erstmal opfern. So. Du rast wieder die Galaxie hinter uns herum wie bekloppt. Aber ich glaube, desmal sind sogar 2 Sandfänger, wenn mich nicht alles täuscht. An der chinesischen Mauer ist es nur einer und hier sind es dann 2. Wenn mich nicht alles täuscht. Einfach um es ein bisschen schwieriger zu gestalten. Besonders stark sind sie jetzt auch nicht. Wenn wir Schade fressen, wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Ist halt so. Aber, jo, Allah. Wie gesagt, ups, als Shadow sind wir doch schon etwas stärker unterwegs. Ist doch nur einer. Okay. Ist doch wieder nur einer. Ich hätte gedacht, das wären 2 hier, um es ein bisschen schwieriger zu gestalten. Aber allerhaupt ist halt so. Je weniger, desto besser für uns eigentlich. So, komm wieder raus, du Gesichtrian. So, haben wir dich. Und wo steckt er? Da ist er, der Sausack. Ja, wenn er jetzt hier die ganze Zeit Faxe macht und rumhupst, ist er etwas schwieriger zu treffen. Aber das soll uns nicht daran hindern, ihn trotzdem eine Gar auszumachen. Anna, bleibst du wohl da? Bleibst du wohl da? Du Insekt! Okay, jetzt ist er bis zum anderen Ende gesprungen. Uppala. Ja, jetzt macht er wieder den Hochsprung. Du erwische ich ihn meistens nicht. Noch einmal, jetzt wird das mal. Bin ich etwas zu langsam von der Reaktion. Aber wenigstens hupst dann in die Gegend rum wie ein Blöder. Ja, eben der Ehretreffer. Ja, nur noch einmal, dann ist er platt. Aber es ist wenigstens nur einer und nicht... Ja, ich habe wirklich gedacht, es wären 2. Na gut, na gut. Dann sterben wir hier auch nicht. Nur der Wurm stirbt. Gut. Ja, ein 2-Minuten-Kampf, das ist ja auch noch relativ erträglich, oder? Recht übersichtlich das Ganze. Okay. Wieder. Hups, jetzt habe ich wieder was übersprungen. Aber Kara ist weg. Ja, Kara ist weg. Das Mädel macht nur Ärger. Huch! Na? Habe ich dich denn gerade eben fertig gemacht? Du wurdest hierher gebracht, um die Welt zu retten. Komm mit mir! Da kann ich ja schlecht nee sagen, ne? Wenn der Endboss jetzt plötzlich ein Kumpel wird, kann ich ja schlecht nee sagen. Weil der bringt mich ja bis ganz noch runter, aber ganz, ganz sanft bringt er mich runter. Ja, sehr viel sanfter, als ich so einem Vieh zugetraut hätte. Ich hätte gedacht, der lässt mich jetzt einfach runterplumpsen. Aber offensichtlich gibt es mehr von den Biester und nicht alle sind bösartig. Wie die Kara allerdings hier hochkomme ist, das möchte ich erstmal gar nicht wissen, ne? Okay. Weil irgendwo steckt sie halt auch mal wieder. Ach, jetzt sind wir mal wieder bei der Mummy Queen, bei der Königin Mutter herself. Ja, du könntest sein, dass wir jetzt wirklich schon sterben, weil so easy wie die Sandfänger ist er jetzt doch nicht. Und ja, in ihrer Schönheit noch dargestellt. Im Prinzip haben wir alles etwas moderner hier. Ups. Aber die Steinblöcke. Ups. Ja, aber die Stäbblöcke sind so antik wie eh und je. Wenn ich drüber nachdenke, kommt mir der Ort bekannt vor. Du bist ja auch gerade vor einer Sekunde hier gestorben, Kumpel, aber passt schon, passt schon. So, komm. Königin Mutter, komm schon her. Hör auf, ständig Sandstäbblöcke zu schmeißen. Bin ich kein Fan davon. So, genau. Yeah. Leider ohne das coole Pyramide-Ambiente. Das ist jetzt heute das 3. Mal, dass ich die Mumie-Königin plätte. Ich habe ja auch nochmal bei der letzten Episode, die in 3 Parts unterteilt war, habe ich ja die Mumie-Königin, hey, auch nochmal gekillt wegen der roten Juwele. Also von daher, ne? Die habe ich heute jetzt schon zum 3. Mal als Bossgegner vor mir. So, dann gucken wir wieder her. Ne, Ringel-Ringel-Reihe machen wir nicht noch. Dafür ist die Zeit noch etwas zu früh. Aber, ja. Hey,
auf mit dem blöden Energieblock, Mädel. Ich sollte jetzt also mal aufpassen, dass ich nicht so viel Schade fress hier. Das ist nicht lustig, wenn man zu viel Schade frisst. So. Okay. Uppala. Ja, sammelt euch, sammelt euch. Ja, uff. Energiestrahle sind pfui. Ach, wenn du eine Maske-Gesicht hast. Das macht man nicht. So. Runter. Ach, wenn sich die Verwesung zeigt. Das muss doch nicht sein. Zack. Und jetzt Ringel, Ringel, Reihe. Nö, noch nicht. Gucks. So. Du bildest sich jetzt wieder spontan. Ey, 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 ey. Uff, mit einem ekelhaften Fratzen-Gesicht. Jetzt fängt die Ringelpiez mit A-Fasse wieder an. Okay. Wop, wop, wop. Hey. Halt doch auf mit so einem Scheiß. Mann. Wer hätte gedacht, dass die mal irgendwann die größte Herausforderung für mich wird von der Endbosse. Ja, uff. Wenn ich drüber nachdenke, habe ich vor 2 Sekunden den Ort schon mal gesehen. Ja, clever von dir. Okay, wo steckt sie dann? Königin Mutter. Hey. Weg von mir. Oh. Scheiße. Ja, ich bin etwas zu hektisch. Ich sollte das Ganze etwas langsamer angehen. Wir müssen ja keinen Speedrun hier leisten. Und jetzt wisst ihr, warum ich keine Speedruns mache, wenn ihr so seht, wie ich spiele, ne? Okay, komm schon. Natürlich, ich gehe immer genau dorthin, wo die sind. Also, manchmal stelle ich mich echt wie der letzte Mensch. So, jetzt nochmal. Alter, gibt's denn das? Kann man so blöd sein wie ich? Oh, nee. Oh, zumindest doch nicht volle Wummerei gerannt. Und... Oh, ich hab's mal verfehlt. Ja, soll auch mal vorkommen. Okay. Gretel hinter der Heck. Komm hierher. Nein, 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 nein. Hab ich dich. So, jetzt gehen wir so runter. Da kann ich zumindest so nicht erwischt werden. Wir gehen nochmal hoch, dann kann sie sich hier bilden, die Troller. Dann kriegt sie was auf die Dates. Gut. Ja, ich muss ab und zu mal ein bisschen haushalten mit dem, was ich habe. An Energie. Ist halt auch nicht so die Welt. Jetzt müsste Ringelpiez wieder anfangen. Oder nicht? Okay. Okay. Ey, 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 ey. Okay, warte mal. Halte mal die Gaule, haben die Hände noch was? Ja, Petzer die Heilkräuter mal rein. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, jetzt fängt sie wieder mit dem Scheiß an. Da kann ich aber drauf schlagen. Und jetzt kommt Ringel, Ringel, Reihe. Doch nicht? Okay. Spielverderberin. Ui. Lady Gretel. So. Jetzt müssen wir nochmal warten, wo das Ding sich hier dreht. Ganz vorsichtig. Ja. Hat funktioniert. Okay. Gut, gut. Gut, gut. So, da sollte man nochmal aufpassen, wo es hier dreht. Wo ich das Ding erwischen kann. Ja, am besten erwische ich es. Irgendwo ist der Wurm drin. Irgendwo ist bei mir gerade gewaltig der Wurm drin. Wahrscheinlich in meinem Kopf drin. Also ich stelle mich echt wie der letzte Mensch. Das letzte Mal hat auch so super funktioniert hier. Die letzten 2 Mal gegen die hat doch klasse geklappt. Und jetzt stelle ich mich wie der letzte Dorftrottel an. Im Kampf gegen diese blöde Mumienkönigin. Das wird ja wohl noch klappen heute. Also komm. Schon 3 Mal verreckt gegen die Blähtroller. So. Okay, hopp. Schnell. Hier. Kann man hier warten auf so. Ja, wische kann ich sie nicht, aber vielleicht von unten. Ja. Von unten ist es wahrscheinlicher, dass ich sie treffe. Okay. So. Scheiße. Okay. Okay, schnell. Okay, gut. Oh, Hornochs. Okay, komm her. Ja, ganz langsam. Also manchmal kann man sich... Alter. Ja, manchmal kann man sich echt wie der letzte Mensch anstellen. Und hat auch noch Spaß dabei. Das Blöde ist, dass ich die Trolle halt nie ein paar Mal treffe, sondern immer nur einmal treffen kann. Ich denke, das macht auch hier die
etwas größere Herausforderung für mich aus, dass ich die nicht mehrfach hintereinander treffen kann wie die anderen Bossgegner. Irgendwo scheine ich da ein enormes Problem mit zu haben. Okay, jetzt kommt das wieder. Da darf ich mich halt nicht in die Fallerei drücken lassen, deswegen mache ich es jetzt mal so. Ich glaube, da unten habe ich etwas mehr Spielraum dafür, ne? So. Ja. Uah. Uah, Alter. Eber hat sich nicht bewegt. Da schwitzt man als dann wie ein Ochs, wenn man das macht. Da schwitze ich wie Pavarotti noch 3 Strophe von einem Lied. Okay. Uah. Falls ihr noch Pavarotti kennt, ne? Ach, Gott erleid. Ist das ein Drama? Oh, nicht blöd, man rennt nur wieder volle Wummerei hier in die Scheiße. Also irgendwo steckt heute hier bei der Mumie-Königin der Wurm drin bei mir. So. Nein! Es ist doch zum Mäusemelker. Es ist doch echt zum Mäusemelker. Wie blöd kann man heute dann sein? Ich habe die Olle schon zweimal platt gemacht. Beim ersten Mal war es ja klar, mit 2 Lebensknuppeln nur. Das war voraussehbar, dass das passiert. Aber hier, das kann doch nicht sein. Verflixt nochmal. So. Machen wir es noch einmal. Der Durchgang wird ein Treffer. Und der Durchgang wird jetzt ein Treffer. Oh. Ja, ein Treffer für die Königin anscheinend. Komm. So schwer kann es doch gar nicht sein. Aber ich renne gezielt hier immer in diese blöde Dingerei. Es kann es wirklich nicht sein. Es ist zum Mäusemelker. Es ist absolut zum Mäusemelker. Ich renne in jeden blöde Energieball rein. Und ich renne in jedes dappische Seelcherei. Komm schon. Oh, jetzt bewegt sich die Kuh. Ach, nie mehr. Ja, mach ruhig dein Gesicht. Ah, Mann. Eklige Maskenfraser, Alter. Kotze-Tante. Komm schon. Widerliche Kotze-Troller, Alter. Gott, was mache ich denn hier für einen Käse wieder? So, hopp, 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 hopp. Hopp. Ja, komm schon. Erstmal kriegen wir es hier, hoffentlich. Komm schon. Materialisier dich wieder, du Kuh. Oh Mann, jetzt renne ich ja noch in die Stäblöckerei, ich Depp. Jetzt darf ich mich wieder nicht mehr berühren lassen. Sonst habe ich ein enormes Problem. Nur noch ein paar Mal. Nein! Fuck! Fuck, Dudel, Oberrotze, Gülle, Mann! Das kann doch nicht sein! Verreck! Oh, Mann! Also irgendwo ist bei mir gewaltig der Wurm drin. Das ist so viel! Verreckt bin ich noch nie bei dieser blöde Mumie-Königin. Und die ist eigentlich echt eine von den Easy-Gegner. Die ist doch eigentlich echt easy peasy, die Troller. Komm schon. Mann. Aber es ist halt so ein Kotzer, dass man die nicht mehrfach treffen kann. Sondern dass man die immer nur so one-hitte kann. Das ist meiner Meinung nach schon ein Problem. Oh, gerade noch so, Alter. Okay, dann vielleicht dort in die Richtung. Ja, das sind wir nämlich kurz, ach, unantastbar. Wenn wir in so einen Teleporter reinkommen. Ja, beweg dich. Gut. Okay, das scheint eher Heat zu hauen hier. Ja. Egal, 2 Haue ist erlaubt.
In der Pyramide ging das noch so locker von der Hand. Aber das hier, das ist gerade echt ein immenses Problem. Warum auch immer. Wie gesagt, so schwer ist die doch gar nicht. So, na dann. Tschüssi. Komm her. Komm her. Na, jetzt schießt sie einfach wieder nur Energiebällchen. Macht den Scheiß wieder. Soll sie mal machen. Soll sie mal machen, was sie für richtig hält. Ich glaube, das sieht das mal gar nicht mal so schlecht aus hier für uns. Oder für mich speziell. Weil ich echt, also so Probleme hatte ich noch nie mit der. So kam auch sein halbes Lebensrepertoire runterhandler, ne? Alter Falter. Ja. Noch 2 Mal Treffer, dann war's das auch. Ja, komm. Und nach 2 Mal Treffer für mich nur noch. Ja, noch einmal. Komm schon. Noch ein Treffer. Dann habe ich so. Ja. Geht doch. Alter Falter, ich habe fast die ganze verkackte Episode verbraucht, um diese Rotzensau hier fertig zu machen. Ohne Scheiß, die Dreiviertels-Episode nur für diese... Oh, für diese Endboss-Gegnerin. Alter Falter, Rotzendreck hoch 8. Gibt's doch gar nicht. So immense Probleme hatte ich doch noch nie hier. Das ist ja mit dieser Vorführeffekt. Als hätte ich beschlossen, dass ich heute irgendwas falsch machen sollte. Was ist da mit dir? Der Komet hat gleich der Orbit der Erde erreicht. Wir müssen auf die Spitze vom Turm. Okay. Jetzt helfen uns anscheinend hier die ganze Bossgegner. Zumindest 2 davor. Na dann, danke. Wie es aussieht, ist ja wohl auch nicht einfach so leicht umzubringen. Kara, wo warst du dann? So der Gerücht gebe, dass ein Vampir aufgetaucht sei. Man sagt, sein Körper sei unsterblich. Und erst wenn der Komet verschwindet, werde er auch seine Ruhe finden. Sei ewig sogar. Okay. Ja, dann helfen wir dem armen Schwein doch. Und hier sind überall die Statue von Shadow. Wenn du deinen Weg fortsetzt, gibt's kein Zurück mehr. Wenn du noch darauf willst, kann ich dich mitnehmen. Ach ja, komm, esse ich halt einen Salat. So, machen wir das doch so. Da können wir nämlich jetzt hier auch noch wirklich den letzte rote Juwel noch abliefern. So, also so war das dann tatsächlich. Okay. Gut, dann fehlen uns trotzdem noch 40 Stück, um die Juwele-Sammlung zu vervollständigen. Aber ohne Witz, das war jetzt mal wirklich Frust hoch 3 bei dieser Mumienkönigin. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so immense Probleme mit dem Bossgegner habe. Und ich stehe doch glatt, Sache. Wir speichern hier jetzt auch nochmal. Und lassen uns vor allem nochmal aufpumpen, weil diese 4 Leben, die ich noch habe, die werde ich beim Komet auch brauchen. Der Komet nähert sich. Es ist bald Zeit für deinen letzten Kampf. Das ist unser letztes Zusammentreffen. Verwende deine Kraft, um ein dunkles Ich, der Komet, zu besiegen. Du wirst die Gestalt von Shadow annehmen. Shadows stärkste Kraft wird erweckt, wenn er eins mit dem Ritter des Lichts wird. Es ist der Firefall. Und du kannst die Erde jetzt noch retten. Nee, nur du kannst die Erde jetzt noch retten. Ich setze einmal Hoffnung und einmal Vertrauen in dich. Und natürlich will ich speichern und die Reise fortsetzen. Das, was an Story noch ist, können wir jetzt machen und können dann kurz vor knapp dann unterbrechen, damit wir morgen, damit wir übermorgen dann den Kampf haben gegen den Komet, weil der ist auch nicht ohne, definitiv nicht. So, das sind Gebeine. Ihr könnt euch vielleicht denken, von wem die sind, diese Gebeine. Du entdeckst die Gebeine von einem Gerichteter. Plötzlich herrschte der Klang von einer vertrauten Stimme. Billy, ich bin's, Ollmann, dein Papa. Mein Fleisch ist vergangen, aber mein Geist, der lebt weiter. Also war es auch immer nur sein Geist, der zu uns gesprochen hat. Papa, wie bist du dann zu der Gestalt gekommen? Es gibt einen merkwürdigen Raum im Turm von Babel. In ihm leuchtet's Licht vom Komet. Du ist eine Minute Jahr.
Und der Mensch altert in Minuten. Warum sind dann Kara und ich noch am Leben? Weil ihr Auserwählte seid. Wir? Selemols hat's Biotechnologie gegeben, mit der man das Licht vom Komet nutzen konnte. Die Leid haben die Kraft genutzt, um Pflanzen und Tiere zu schaffen. So haben sie zum Beispiel den Krug geschaffen, der lange Strecke ohne Wasser zurücklegen kann. Bald haben die Menschen gemerkt, dass man die Kraft auch als Waffe nutzen konnte. So sind die Dämonen entstanden, die Zerstörung gebracht haben. Die Welt stand vor der Apokalypse. Aber dann ein paar friedvolle Menschen, die Ritter des Lichts erschaffen, die den Friede bringen sollten. Ihr zwei seid ihre Ahne. Die 6 Statuen sind das Werk von den Ritter. Die letzte Statue soll jetzt dir gehören. Die hat offensichtlich Ohlmann gefunden, ne? Sieht ganz so aus, als hätte unser Bappe die Statue hier gefunden. Ja, das ist er, die violette Statue. Die blau war von dieser verhasste Mumiekönigin. Der Komet wird bald hier sein. Wenn das der Fall ist, begeht euch auf die Spitze vom Turm. Schließt jetzt euer Aare. Und da sind wir. Auf der Spitze. Ich finde auch diese Musik so absolut großartig. Die Alte in der Komet als ein Gott verehrt. Die von seinem Licht berührt worden sind, haben seltsame Kräfte erhalten. Die nennen den Gott, aber noch nie hat ein Gott etwas Gutes gebracht. Finde ich allerdings muss ich auch stark dazu sagen. Glaube hat immer nur Krieg und Unheil gebracht. So sehe ich das auch, ja. Solange die Menschen an Götter glauben, wird es keinen Friede geben. Machen die Haare auf und gucken euch da mal die Welt an. Ja, mit denen sprechen wir jetzt noch, weil das heute so ewig und 3 Tage gedauert hat mit dieser blöde Mumiekönigin. Werde ich auf jeden Fall das noch nutzen. Und ach, hier unten die Erde, die man noch sieht. Also der Turm von Babel ist hier wirklich als immenses Denkmal dargestellt, der sogar die Welt hier überragt. Kara hält die Gosch und ist still. Mutter vom Nil. Selbst wenn ich die wirkliche Welt sehen könnte ich sie nicht berühren. Wie schwierig es auch immer wäre wird. Ich kann euch nicht helfen. Willi, lang ist her. Was wahre Welt? Wenn ich mal Wissen weitergeben könnte, wäre ich ein großer Gelehrter. Ja, anscheinend hat er es wohl auch aus dem Körper von Riverson gepackt und ist jetzt hier als Seele auch Vertreter. Beziehungsweise Riverson scheinen ja auch mehrere Seemonster zu sein. Im Englischen hieß da, glaube ich, auch Leviathan, wie das Seemonster. Da scheint es mehrere von diesen Leviathanen zu geben und Seth ist wohl einer von denen Woche durch die Berührung vom Komet. Ja, der Vater von Nils ist auch hier. Neil, ich bin so stolz auf ihn. Ich wünsche mir, dass er die Firma noch größer macht, als er eh schon ist. Okay, das sind etwas, ja, persönliche Wünsche hier. Als mein Körper gestorben ist, hat mir wirklich das Leben angefangen. Das Kometenlicht hat mich unsterblich gemacht. Aber welchen Sinn hat das ewige Leben? Als mein Körper noch gelebt hat, habe ich mich wesentlich lebendiger gefühlt. Und wer ist hier? Ach, Hamlet ist hier. Ich verstehe. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ja, ach, Hamlets Seele ist hier. Ich wünschte, wir könnten hören, was uns Hamlet sagen will. Es wäre sicher sehr schön zu hören, was Hamlet uns hier zu sagen hat, aber leider verstehen wir nicht. Kara ist nach wie vor still. Und ich sage ihr, liebe Leid, hier mache ich doch meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time. Könnte das Finale werden. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Und sorry für diesen ewig langen Kampf gegen diese blöde Mumienkönigin. Ich hoffe, der Kampf gegen den Komet wird übermorgen etwas gesitteter vonstatten gehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.